Wenn du wählen könntest, bei welchem Promi möchtest du mal daheim an seinem Tisch eingeladen sein zum Essen? Bei einem Fußballer? Bei einem Rockstar? Ich, beim King Roger Federer. Heute geht es auch um einen King, an einen ganz anderen. Das Thema heisst «Am Tisch vom König». Ich liebe das Erste Testament, insbesondere wegen der vielen Bilder, die Aussagen vom Neuen Testament so einfach klar zeigen. Du hast einen Satz, einen Vers, 2 Verse im Neuen Testament und im ersten Alten Testament hast du ganze Bilder. Eins von diesen Bildern, das mich sehr berührt, für das müssen wir 3000 Jahre zurückreisen. Eben ist der König Saul und sein Sohn Jonathan auf dem Schlachtfeld gestorben. Der David ist König über Israel geworden. Und wir befinden uns an dem Punkt, wo der David so richtig König war und sein Königreich gefestigt hat. Und dort lesen wir, was der David unternommen hat. 2. Samuel Kapitel 9, ab Vers 1. Und David sagte, ist noch jemand übrig geblieben von dem Haus Sauls, damit ich um Jonathans Willen Barmherzigkeit an ihm erweise. Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, der hieß Ziba, den rief David, und der König sagte zu ihm, bist du Ziba? Er sagte, ja, dein Knecht. Der König sagte, ist noch jemand vom Haus Sauls, damit ich Gottes Barmherzigkeit an ihm erweise? Ziba sagte zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, lahm an den Füßen. Der König sagte zu ihm, wo ist er? Ziba sagte zum König, sieh, er ist in Lo-Dahabar, im Haus Machirs, des Sohnes Amiels. David will wissen, ob noch ein Nachkomme vom Haus vom Saul übergeblieben ist. Und ja, es hat noch einen gegeben, aber der hat ein Problem gehabt. Er war beeinträchtigt, behindert. Was ist passiert im Leben von dem, der übrig geblieben ist? Als er 5 war, ist ein Kindermädchen mit ihm auf die Schultern oder auf den Arm gestolpert und hat ihn fallen lassen. Und die Bibel sagt darum, ist der junge Mann gelähmt worden. Wir haben gelesen, wo er gewohnt hat. Das überlässt man schnell. Die Bibel sagt, er hat in Lo-Dabar gewohnt. Lo-Dabar bedeutet keine Weide. Lo-Dabar ist ein Bild für Trostlosigkeit, ein Ort ohne Zukunft. Der Typ hat also an einem Ort der Trostlosigkeit gelebt, ohne irgendeine Zukunft. Lo-Dabar, keine Weide. Und sein Name war auch nicht sehr schmeichelhaft. Er heisst Mephibosheth. Sein Name steckt Ba'a und Boschet. Ba'a heisst übersetzt vertreiben oder buchstäblich in die Ecken zerstreuen, wegblasen. Boschet heisst Vertreiber von Scham. Was für ein Mann. Wegblasen, in der Ecke zerstreut, vertrieben von Scham, an einem Ort ohne Weide, ohne Zukunft. Ich habe ein paar Fragen dazu. Was hat der Mann dafür, dass sein Großvater dermaßen gesündigt hat? Was hat er dafür, dass der beste Freund von David, der Jonathan, sein Vater, so früh gestorben ist? Was hat der Mann, der behinderte Mann, dafür, dass das Kindermädchen auf der Flucht gestolpert ist und ihn fallen lassen hat? Eigentlich hätte er ja zum Königshof gehört, aber die Umstände haben ihn von dort vertrieben. Ohne Selbstverschulden, nach keine Weide, ins öde Land, ohne Zukunft. Ich möchte dich fragen, was in deinem Leben passiert ist. Schwierige Familienkonstellation. Hat man dich
fallen lassen. Dass du irgendwo jetzt eine Begrenzung hast. Vielleicht gar nicht sichtbar für die anderen. Du bist komisch geworden. Du hast eine Wunde in dir drin. Du hinkst innerlich. Vielleicht aber auch äußerlich an deinem Körper. Wo wohnst du? Wo bist du gestrandet? Wohnst du auch an einem Ort, wo die Menschen würden sagen, keine Weide, keine Hoffnung, keine Zukunft? In Lodabar? Ich möchte aber noch fragen, was ist vielleicht passiert im Leben von deinem Nächsten, von deinen Mitmenschen, von Brüdern und Schwestern, die eigenartig sind, die komisch sind, verdruckt sind, keinen Zugang finden zur Gemeinschaft. Wohnt der oder diejenige vielleicht auch in Lodabar? Keine Weide? Wir lesen weiter, wie die Geschichte weitergeht. Ab Vers 5. Da sandte der König David hin und ließ ihn von Lodabar aus dem Haus Machirs des Sohnes Amiels holen. Als nun Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David kam, fiel er auf sein Angesicht und beugte sich nieder. David sagte, Mephibosheth. Er sagte, hier bin ich, dein Knecht. David sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will um Jonathans, deines Vaters willen, Barmherzigkeit an dir erweisen und will dir alle Äcker deines Vaters Saul zurückgeben und du sollst täglich an meinem Tisch essen. Der Mephibosheth war eingeladen vom König selber an den Königstisch. Nicht für einmal, sondern für immer, bis an sein Lebensende. Am Tisch sitzen hat seinerzeit bedeutet, in der semitischen Kultur, Annahme, versöhnt sein und Ehre. Was für eine Einladung. David hat wählen, einen körperlich behinderten Mann täglich an seinem Tisch haben, mit allen anderen Chefregierungsbeamten und Mächtigen und selbst wenn Gäste gekommen sind. Das ist unerhört für seine Zeit. Behinderte vom Königstisch, das ist einfach nicht gegeben. Vielleicht hat man sie irgendwo gespiesen. Bei den Hunden oder irgendwo. Aber nicht am Tisch vom König. Was für eine Einladung an den Mann. Am Tisch vom König gewaltige Aussichten. Die Offenbarung gibt uns Einblick in den kommenden Königstisch. Der Königstisch von allen Königstischen. Dann, wenn der König Hochzeit feiert. Was für ein Tag wird das sein? Es wird ein gewaltiger Tag sein. Es wird der beste Wein sein und es gibt nie mehr Kopf davon. Da sind wir wieder bei Mephibosheth. Wenn wir uns fragen, wer dann zu dem Hochzeitsfest eingeladen ist, wo der Offenbarung beschrieben ist, wo noch zukünftig ist, da heisst es in Lukas 14, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Also der Auftrag der Diener, von der Jesus sagt, geht und holt alle Mephibosheth ziehen, die ihr seht, die sind eingeladen an meinem Tisch, an dem grossen Hochzeitsfest. Aber was braucht es denn dazu? Die Bibel sagt, ein weisses Gewand. Aber wie kommt man zum weißen Gewand? Muss man da irgendein Model sein? Muss man irgendwie ganz viel Bibelvers auswendig wissen? Muss man da wirklich ein toller Hecht von Christ sein? Die Bibel sagt, Johannes 1,12, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Die einzige Voraussetzung, an dem grossen, zukünftigen Hochzeitsmahl geladen zu sein, ist ein weisses Gewand. Das Gewand können wir nur geschenkt über, wenn wir Christus in unser Leben aufnehmen. Hast du
den Sohn Gottes, Jesus, erkannt? Hast du ihm sein Leben anvertraut? Egal, wo du stehst, egal wie würdig du dich siehst, du bist eingeladen. Der Mephibosheth geht es weiter. In der Bibel hat es nicht glauben und gesagt, nein, nein, nein. Sagst du auch nein. Aber du bist eingeladen. Egal, wer du bist. Du darfst heute schon ab und zu am Tisch vom König sitzen. Das Abendmahl ist ein Zeichen von dem zukünftigen grossen Fest. Das zukünftige schon jetzt feiern. Wo dann sagt im Abend, ja, es kommt Zeit, wo man dann mal richtig festet. Aber auch Bestätigung. Ich bin heute schon eingeladen, bei dem Jesus am Tisch zu sitzen. Am Tisch von der Annahme. Am Tisch von der Versöhnung. Am Tisch von der Wiederherstellung. Am Tisch von der Gemeinschaft. An dem Tisch bist du nicht allein. Da ist die Nächste dabei. Ich glaube, es gehört mehr dazu, als wir uns manchmal vorstellen. Nimmst du dann links und rechts deine Brüder und deine Schwestern, die schwierig sind, als Menschen wahr, die jetzt schon mit dir an dem Tisch sitzen können? Wie wäre es, wenn wir Abendmahl feiern in der Kirche und nicht alle in den Grind hängen lassen und so tun, schweigend vor uns hinstarren, sondern mal links und rechts und vorne und hinten schauen, wer mit uns unterwegs ist, welche Brüder und Schwestern. Schämst du dich für das Verhalten von einzelnen Brüdern und Schwestern? Ja, die Frage ist, wer darf überhaupt das Abendmahl nehmen? Ich habe es gesagt, die würden das Leben Jesus übergeben haben. Ich mag mich erinnern, vor vielen Jahren, wir haben in unserer Jugendgruppe, wo ich Leiter war, haben wir mit dem Silvester ausgelassene Party gehabt. Und dann so um die 11 ist man losgefahren ins sogenannte Chilli in Hausen und hat dort Silvestergottesdienst, Neujahrsgottesdienst gefeiert, mitten in der Nacht, über die 12 hinweg. Und immer hat es Abendmahl gegeben. Und wo wir fortfahren vor unserem Jugendraum raus, steht dort ein betrunkener junger Mann, den ich gekannt habe. Ein Mephibosheth. Die anderen Jungen haben ihn eingeladen, das Auto, sie haben ihn mitgenommen, wir sind ins Chilli. Und dann ist es darum gegangen, dass ich angefangen habe, das Abendmahl auszuteilen. Und alle haben mich angestarrt, dieser Kille. Gibt es Abendmahl, den Besoffenen? Oder gibt es nicht? Ich war noch jung. Ich habe einen Moment gezögert. Dann bin ich zu einem Mann und habe das Abendmahl ausgeteilt. Dem betrunkenen jungen Mann. Tränen sind ihm runtergelaufen. Ein paar Monate später war er tot. Dein Tisch im Angesicht vom König. Daheim, in deiner Stube kannst du Abendmahl feiern. Daheim, in deiner Stube kannst du Mephibosheth einladen zum Nachtessen. An deinen königlichen Tisch. Schön tischet, parat gemacht. Wer laden wir eigentlich ein? Unsere Tischgemeinschaft? Einfach die besten Freunde oder gibt es auch andere? Ich erinnere mich an Heiligabend vor einem Jahr, 2021. Wir haben 3 Leute eingeladen. Und plötzlich, wegen Corona, haben die anderen nicht einladen und plötzlich sind etwa 10 Leute um unseren Tisch herum gesessen. Der eine Mann hat seine Frau gesagt, ja, ich weiss nicht, ob er kommen soll, weil er kann nicht mehr recht schlucken, hat dann nicht mehr reden. Er war im Rollstuhl. Und es kann sein, dass er mitten auf den Tischen bricht. Das, was er essen sollte. Ich habe gesagt, das spielt keine Rolle. Er ist eingeladen. Und all die Menschen, die rundherum waren, sind irgendwie, oder fast alle, sind irgendwie so Mephibosheths gewesen. Hey, und es ist eine der schönsten heiligen Abende geworden. Und wir haben gelacht und wir haben gefastet. Und jeder hat sich gefühlt, hey, ich darf am Tisch von der Königin Erika Wirth und vom König Johannes sitzen. Und haben gewusst, wir sind ein Teil davon. Schluss vom 9. Kapitel heisst es, Mephibosheth aber wohnt in Jerusalem, denn er aß täglich an des Königs Tisch und er lahm an seinen Füßen.
Du bist geladen an den Tisch vom König mit einem weißen Gewand, wo ein Geschenk ist aufgrund von deinem Glauben an Christus und nicht Leistung. Aber fangen wir doch an unseren Tischen daheim so Königstisch zu machen. Ob du Single sagst, ob du Familie hast, ob du Ehepaar sagst, was auch immer. Lass die Menschen ein, gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit. Lass sie an den Tisch. Und erzähl ihnen etwas von dem Hochzeitsmahl, das kommt. Erzähl ihnen etwas von dem Königstisch, wo wir einmal eingeladen sind. Und wer weiß, vielleicht findest du ein paar, die neu Mitglied werden von diesen Mephibosheths, die mal dabei werden sein. Ich wünsche dir viel Freude dabei und die gleichen Erlebnisse, wie ich hatte. Heiligabend 2021.